Ansatz. Ich hab sie! Ich hab sie gefunden! Das ist ja mal wieder typisch für die Hohensocks, ne? Jetzt tun Sie so, als wenn es selbstverständlich wäre, dass man die Reiseapotheke parat hat, ne? Zugegeben, wir fahren noch nicht morgen und wir wissen auch noch gar nicht wohin. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Gesundheit im Urlaub das Wichtigste ist, nicht? Gegen Läuse. Wo waren wir denn da noch? Muss auch schon ein bisschen her gewesen sein. Moment. Verwendbar bis September 1978. Ah, 1978. Da konnte ich noch Läuse haben. 78, kein Wunder, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Ja, dieses hier zum Beispiel ist gegen... naja, irgendwie ist das immer peinlich. Ist ja auch egal. Krank werden kann man auch zu Hause, ne? Und die machen mich krank. Jedes Jahr die gleiche Chose. Aber diesmal einigen wir uns auf ein gemeinsames Ziel. Und wenn die sich auf den Kopf stellen, wir Ohnsorgs sind eine Familie und wir bleiben eine Familie. Und wir fahren gemeinsam in den Urlaub. Ja. Und ob Sie es glauben oder nicht, sogar an meine Schwiegermutter habe ich dabei gedacht. Dauer. Also, ich rein in die Garage, ein Griff und zack, und da ist sie, die Reiseapotheke. Aha. Und wo waren Sie die ganze Zeit? Ich habe noch mit ein paar Leuten auf dem Tour so ein bisschen geschnackt. So, Almut. 1978. Wo waren wir da im Urlaub? Die Alpen. Quatsch. Die Alpen, mein Traum. Das kenne ich ja nicht. Schrecklich! Immer tauscht Gernot mich gegen ein Kamel. Das verstehe ich jetzt nicht. Der möchte auch mal was Intelligentes zu Hause haben. Und dann wächst mir ein Höcker. Kamele haben 2 Höcker. Und was hat das mit meinem Traum von den Alpen zu tun? Weil das doch so schrecklich ist. Äpfelchen. Frau Ohnsorg redet nicht von Albträumen, Sie redet von den Alpen. Und das tut sie seit 20 Jahren. Aber da fahren wir auch diesmal nicht hin. Aber Richard, nun stell dir das doch bloß was vor. Du besteigst die Jungfrau. Bei meinem Glück falle ich in die Gletscherspalte. Camilla! Was machst du da eigentlich? Das siehst du doch. Ja, dann würde ich ja nicht fragen. Und was macht sie da? Ja, Pamela, was machst du da eigentlich? Ich weiß, sie sägt. Du bist so klug. Oh, sag mal, bist du denn wahnsinnig? Weißt du, was diese Dinger kosten? Richard, das war doch deine Idee. Ja, aber da muss man das Ding doch nicht gleich ruinieren. So ruinieren, das funktioniert nun mal nicht anders. Also, ihr seid ja wohl bescheuert. Bescheuert sind deine Ideen. Also, das wird ja immer schöner, ja? Da macht man sich Gedanken um den Familienurlaub und dann wird man hier als Idiot hingestellt. Allerdings. Und das ist noch untertrieben. Ja, jedenfalls kann man das so nicht anpacken. Wie hast du dir das denn gedacht? Ja, ganz einfach. Klappe zu, das Ding aufs Dach, festgezurrt und los geht's. Aber dann hat Oma doch gar nichts von der Fahrt. Was
Oh, Gottes Willen. Ja, Gott sei Dank, so kriegt man wenigstens ein bisschen Luft. Hallo? Luft. Ich glaube, wir hätten ein paar Luftflecke aufgelangt. Ja, nun doch euer Schutz mit diesem Magenkram. Was sollen unsere Nachbarn davon denken? Die glauben ja noch, wir machen das hier in Ernst. Das ist doch direkt makaber. Das ist ja bloß ein Witz. Sehr komisch. Also ihr habt ja alle keinen Humor. Oma würde den Spaß verstehen. Omelie, kommst du mal eben? Wisst ihr nur endlich, wo es hingeht? ...1,70 Meter, mit angezogenen Knien 1,65. Ja, Omelie, du hast wenigstens Humor. Habe ich das nicht gesagt? Ja? Und sie versteht wenigstens Spaß, ne? Ja. 1,70 Meter. Aber Oma, das kann doch gar nicht angehen. Guck mal, ich bin 1,70. Du bist doch viel kleiner. Ja, ich rede ja auch nicht von mir, ich rede ja von deinem Vater. Finde ich gar nicht komisch. Das Maria ist doch überhaupt nicht drin. Du hast doch nur so eine Angst im Dunkeln. Nachts sind wir im Hotel. Du lebst dir aber praktisch. Denk an die Tunnel. Und wenn er denn mal muss? Dann klopft er eben. Das wird man doch gar nicht während der Fahrt. Da müssen wir uns schon was anderes ausdenken. Ich hab's. Telefon. Klemmen wir uns noch kleine Telefonzelle aufs Dach. Die ist ja auch viel geräumiger und Fenster hat auch. Alle Probleme gelöst. Ja. Wenn man Groschen hat. Allmählich habe ich den Eindruck, ihr meint es ernst. Ja, du nicht. Natürlich nicht. Ne? Und wer soll denn auch fahren, wenn der gute Ritchie auf dem Dach sitzt? Das ist doch ganz egal. Jeder fährt besser. Oma! Nimmst du das eventuell zurück? Also, ich finde das ganz praktisch. Das sollten wir uns auch mal kaufen, Gernot. Gernot, ich krieg das nicht auf. Äpfelchen, hier geht das auf. Da kann man bestimmt schön drin schlafen. Aber nicht zu zweit. Nee, na denn nicht. Aber ich verstehe das sowieso nicht, Herr Ohnsorg. Ihr Auto ist doch groß genug, da passen Sie doch alle rein. Ja. Im Prinzip schon. Aber nicht meine Schwiegermutter. Die passt nämlich nirgendwo rein. Nun fahr doch, fahr los, du lahme Ente, du mach. Oh, bei Gelb kann man halten, man muss nicht. Du fahr zu. An dieser Kreuzung kommt nie einer. Ich gebe Gernot auch immer gute Ratschläge. Passt das Ding auch auf den Manta? Natürlich. Übrigens, kennen Sie den? Fährt eine Blondine in die Alpen? Ich hab noch nie die Alpen gesehen. Mädel, ruck an meine grüne Seite. Ich hab die gar so gern, ich kann die leiden. Mädel, ruck an meine grüne Seite. Ich hab die gar so gern, ich kann die leiden. Dieser Joch. Weiß-blau. Nun geht das schon wieder los. Sag mal, habt ihr jetzt alle den alten Pimmel? Ich weiß gar nicht, warum du dich so freust. So viele Menschen fahren in die Alpen. Ja, heiß ich Louis Trenker? Sehe ich vielleicht aus wie Reinhold Messner? Leider nicht.
Ja, du solltest dich mal fragen, wo die hinfahren, die da wohnen. Die fahren nämlich nach hier. Und die werden schon wissen, warum sie da weg wollen. Außerdem ist mir das da zu teuer. Oh. Haben Sie denn schon mal an Spanien gedacht? Da ist mir das zu heiß. Also wenn du es kalt und billig haben willst, dann mach doch Urlaub bei Aldi in der Tiefkühltruhe. Nee. So heiß war das da auch gar nicht. Aber Juan, der war ganz schön feurig. Juan. Du kennst ihn? Nee, aber man spricht das Juan. Das war ein Torero. Nein, das war der nicht. Äpfelchen. Der war Stierkämpfer. Wenn ich Blut sehen will, gehe ich auf den Schlachthof. Aber Spanien bietet noch viel mehr. Stellen Sie sich mal vor, morgens noch vor dem Frühstück, raus aus den Federn und ole, rein in den Pool. Er kann nicht schwimmen. Ich bin sogar noch ein bisschen braun. Das glauben wir auch so. Lassen Sie das. Lass ihn doch mal. Auf der anderen Seite auch. Ja, und allzu viel Sonne ist übrigens ungesund, ja? Ich sage nur, Australien. Du willst nach Australien? Natürlich nicht. Kann man ja nicht mal mehr nach draußen ohne Hut. Sonst verdunstet das Gehirn. Ab durch so Tonloch. Sind Sie eigentlich sicher, dass Sie überhaupt wegfahren wollen? Ja, natürlich. Darum sitzen wir ja alle hier zusammen. Letztlich ist es ja auch eine Frage des Geldes. Also teuer war unser Urlaub in Spanien eigentlich nicht. Doch, das Essen hat immer Tausende gekostet. Meine Kost, naja, das auch. In Landeswährung, Inga, doch nicht in D-Mark. Ist denn das was anderes? Und ob das was anderes ist. Sieh mal, du kennst doch den Unterschied zwischen hart und weich. So gibt es harte Währung und weiche Währung. Ja, kenn ich. Münzen und Scheine. Also, lassen Sie mich mal. Ja. Also. Da gibt es eine harte Währung. Das ist unsere D-Mark. Und da gibt es viele, viele weiche Währungen. Das sind all die anderen. Und wir fahren nun dahin, wo wir für unsere gute alte D-Mark möglichst viel kriegen. Ich sag ja Spanien. Tolles Land. Und die Leute, sowas von nett. Ja, das fehlt mir noch. Das einen und ganzen Tag oben ohne am Strand liegt. Ne? Das ist mir zu langweilig. Wie soll ich das denn verstehen? Ah, da gibt's aber auch wahnsinnig viel zu sehen. Alles voll fremdländischer Kultur. Burgen, Schlösser, Paläste. Das Land war nämlich ganz, ganz lange von den Maurern besetzt. Mauren von den Mauren. Mit dem Barkeeper schreiben wir uns heute noch. Der war vielleicht witzig mit seinen Cocktails. Was kriegen wir denn nun? Der war nämlich nur 1,58 groß, der Josef. Camilla meint, es heißt José. Wann waren Sie denn da? Letztes Jahr, 2 Monate. Im Juni und Juli. Kommt für uns überhaupt nichts in Frage. Ja. Warum machen wir das nicht ganz einfach so? Jeder fährt, wohin er will und wann er will. Ja. Kommt nicht in Frage. Und mit wem er will? Mit wem willst du denn fahren? Hm? Mit Meiermann? Der ist schwul. Und ob? Ah, nee. Also ist ja auch ganz egal. Ich will ja ganz gerne mit dir fahren, Richard. Aber ich möchte gerne in die Alpen. Außerdem haben Bianca und ich in der Zeit sowieso was ganz anderes vor. Ja, und ich kann eigentlich auch nicht. Oh, das wird ja immer schöner, ja? Da reißt man sich ein Bein aus, um den Familienzusammenhalt zu fördern, und dann das.
Der eine will nicht, der andere gar nicht und der dritte überhaupt nicht. So, nun will ich euch mal was sagen. Ja? Ihr sollt froh sein und euch freuen, dass wir noch eine so intakte Familie sind. Denn die Zeiten wären härter, kälter. Und wenn wir jetzt nicht lernen, zusammenzustehen, werden wir eines nicht zu fernen Tages den Widrigkeiten des Lebens nicht mehr standhalten können. Danke. Es wird Zeit, dass wir uns in diesem unserem Lande... So redet Kohl schon lange nicht mehr. Aber ich rede Kohl. Dass wir uns wieder auf die wahren Werte unserer abendländischen Kultur zurückbesinnen. Und die Familie ist und bleibt die Keimzelle unserer Gesellschaft und steht nicht umsonst unter dem besonderen Schutz unserer Verfassung. Und was hat das mit unserem Urlaub zu tun? Im Prinzip nicht. Aber hier geht es darum, dass die Familie endlich mal was zusammen unternimmt. Jetzt auf einmal. Na, haben wir das nicht immer gemacht? Zum Beispiel die Radtour neulich. Papa, da war ich 14. Allmählich habe ich das Gefühl, ihr wollt alles schlecht machen. Aber ich sag euch, ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Dieses Jahr machen wir gemeinsam Urlaub. Wir können uns doch nicht einigen, wo. Dann machen wir das ganz demokratisch. Einer bestimmt. Und das Na, den weiß ich schon. Lüneburger Heide auf den Spuren von Hermann Löns. Wer sagte das? Naja, wenn du das Reiseziel aussuchst, kommen wir doch über die norddeutsche Tiefebene nicht hinaus. Ich will ja gar nicht bestimmen. Und ihr auch nicht. Und darf ich? Äpfelchen, wir halten uns da besser raus. Außerdem gehörst du nicht zur Familie. Zum Glück. Ja, wer denn dann? Na ja, wer wohl? Oma natürlich. Ich höre ja wohl nicht richtig. Ja, ihr glaubt ja nur immer, dass ich Oma nicht ernst nehme. Aber diesmal soll Oma wählen. Das hat Größe. Oma als Entscheidungsträger, das haben wir ja nicht oft. Sind die 4 Jahre denn schon wieder um? Genau. So. Alle mal hören, Ohren aufsperren. Ich sage es nur einmal. Ohne Wenn und Aber. Das Land, das Oma als erstes nennt, gilt. Da fahren wir hin. Klar? Omili. Vive la France! Olé, olé, olé! Mein Capri, die rote Sonne. Nein, nein, nein! Mont Blanc, 8800. Eine Beeinflussung so kurz vor der Wahl. Die Berge sind die Alpen. Almut. Oma, jetzt bist du gefragt. Und ich frage dich, wo würdest du in diesem Jahr auf gar keinen Fall Urlaub machen? In Ägypten. Gut, da fahren wir hin.
nie drauf gekommen. Das ist ja klasse. Also ich bin dabei. Gottes Willen, was willst du denn da machen? Pyramidensurfing oder was? Also mir wird das gefallen. Wollen wir da nicht auch mal hin, Tante Janot? Äpfelchen, denk an deine Albträume, da gibt es Kamele. Aber da gibt es doch bloß Sand. Sand, 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 nix wie Sand, Berge von Sand. Ja, du bist doch immer in die Berge. Der Rieger hat abgelehnt. 3 gegen 2. Nee, das hast du doch nicht zu bestimmen. Wir haben gesagt, Oma bestimmt das und du hast gesagt, nicht Ägypten und da fahren wir jetzt hin. Na du, das können wir uns doch auch überhaupt nicht leisten. Doch, natürlich. Wir fahren doch nur zu 4. Oma will ja nicht mit. Überhaupt nicht in Frage. Entweder wir fahren alle oder es fährt keiner. Das ist nichts für alte Leute. Ja, dann bleib du mal lieber zu Hause. Und dann diese Schwierigkeiten, all diese Formalitäten. Oma, du brauchst einen Pass. Hab ich. Nicht einen Ahnenpass, einen Reisepass. Und ein Visum. Kriege. Oma, da kann man krank werden. Sterbenskrank. Moment, wenn ich mir das so richtig überlege. Richard! Ich lasse mich impfen. Oma, du willst ja mit. Du merkst aber auch alles. Ja, aber du hast doch ausdrücklich gesagt, nicht Ägypten. Klaro, weil du immer genau das Gegenteil machst. Hey, Oma, ganz schön schlau. Aber warum denn ausgerechnet Ägypten? Ach, davon habe ich schon geträumt, als ich Pola Negri als Kleopatra gesehen habe. Und diesen anderen Schauspieler, wie heißt er noch? Na, der den Cäsar gespielt hat. Richard Burton? Ach, ich bin doch ein Stummfilm. Cäsar und Kleopatra, mein Lieblingsfilm. Hier Kleopatra in einer Senke, links schwarze Sklaven, rechts schwarze Sklaven und alle fächeln sie ihr frische Luft zu. Heute sagt man farbige Sklaven. Ich denke, es war schwarz-weiß. Ich liebe Schwarz-Weiß. Und da hinten steht Cäsar, Lorbeer bekränzt und wartet sehnsüchtig auf seine Angebetete, auf mich. Ich geb nicht, komme! Nein, Oma, das geht nicht. Da musst du hinfliegen. Na und, das kannst du ja auch nicht. Nein, Oma, das ist einfach zu teuer. Oder willst du nicht, dass wir dich als Reisegepäck mitnehmen? Mach schon mal das Loch wieder zu. Im Frachtraum ist es immer gewaltig kalt. Ja, dann mummeln wir Oma so richtig schön ein. Das ist überhaupt verboten. Nein, das ist nicht verboten. Nur die Ausfuhr von Mumien, das ist verboten. Also Oma immer nicht. Mit ihren witzigen Einfällen nicht. Ägypten. Da muss man erst mal drauf kommen, ne? Aber nur mal Scherz beiseite, wo fahren wir wirklich hin? Moment, ich habe das noch genau im Ohr. Ohne Wenn und Aber. Ubi, du hast dir die Suppe eingebrochen und löffelst sie auch wieder aus. Mein Gott, jetzt haben sie es, wir fahren zu Ramses. Na, bitte, wenn ihr euch finanziell beteiligt. Du kannst so einen Kredit aufnehmen. Also für Konsumzwecke leihe ich mir kein Geld, ja? Konsumzweck ist das nicht. Ich bitte dich. Man fährt seit 3 Wochen hin, das Geld ist futsch und man hat nichts mehr davon. Doch, bleibende Erinnerungen, sagst du immer. Wie damals im Vogelpark Walsrode. Ja, das ist wirklich eine bleibende Erinnerung. Na, also, sagt doch, was ihr wollt. Mehr Geld als geplant gebe ich für den Urlaub nicht aus. Müssen wir uns eben was vom Essen abknapsen. Na, das wird ja ein toller Urlaub, Ramadan. Das muss doch kein 5-Sterne-Hotel sein. Lass uns doch erst mal gucken, was es so gibt. Haben die Ägypten? Ich hab Alpen. Das ist in Afrika mit drin. Ja, sehr witzig. Was wollen Sie wissen? Ja, sag doch mal ein paar Preise. Hier, das könnte was sein. Luxor.
Hotel New Winter Palace. Das klingt schon so typisch ägyptisch. 350 Mark 350 Mark pro Woche, da kann man nicht meckern. pro Tag. Mit Frühstück? Nur Übernachtung. Na toll! Können wir ja ein ganzes Wochenende bleiben. Nee, also komm. Klein, tick günstiger möchte es schon sein. Fahren Sie doch nach Komombo. Komombo. Da wollte ich schon immer mal hin. Das klingt ja spannend. Du machst das doch nicht gleich schlecht. Was kostet es denn da? 220 Mark. Nee. Pro Woche. Und Kinder unter 12 zum halben Preis. Tobi, vergiss deine kurze Hose nicht. Aber jedenfalls klingt das doch schon mal günstiger, nicht? Wie viele Sterne haben Sie denn da? Das hat gar keinen Stern. Das hat eine Wanze, Igitt! Das ist keine Wanze, Äpfelchen. Das ist ein Skarabäus, ein heiliges Tier. Oh, wie niedlich. Ja, das ist ein Mistkäfer. Igitt! Nee. Also, in so eine Absteige setze ich keinen Fuß. Ja, gibt's nicht auch Hotels mit 3 oder 4 Wanzen? Haben Sie einen Jugendherbergsausweis noch? Ja, richtig. Das ist es. Wir zelten. Schmerzlassner. Was machen wir? Camping. Wir wohnen im Zelt. Das tun die da doch alle. Zelten in Ägypten? Das ist die blödeste Idee seit Moses. Beschwert euch bei Oma. Aber das geht doch gar nicht. Wo soll man denn da duschen? Im Nil! Ja, und wenn ich mal zum Klo muss? Ja, dann nimmst du einen Klatschbad und gehst in die Dünen. Pass aber auf, dass du keine Wanderdüne erwischst. Oh nein! Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Hilft nichts. Bring schon mal die Couch hier weg. Was sind denn das für neue Mode? Das geht wohl gegen mich. Was? Abgeschlossen. Ihr wollt mich wohl aussperren. Hey, das ist ja mal eine gute Idee. Das finde ich wirklich gemein von dir, Almut. Gernot und Inga sitzen hier ganz gemütlich rum und ich werde ausgeschlossen. Da musst du nicht erst sagen, dass sie allein sein wollen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe das doch noch genau im Ohr. Ungestört, habe ich gesagt, Ude Brangel, ungestört. Und ich nehme das natürlich ernst, ne? Ich sag mir, gut, lass die mal ein bisschen allein. Vielleicht haben die sicher mal was zu sagen, ne? Und dann bin ich rüber zu Gernot und Inga und hab mir eine Tasse Mehl ausgeliehen. Ja, aber wir waren noch gar nicht da. Nee. Eure Terrassentür war ja nicht abgeschlossen. Ganz schön leichtsinnig. Nachher kommt der Mann Fremder rein. Also, Frau Brangel, ein für alle Mal. Ich möchte nicht, dass Sie während unserer Abwesenheit unsere Wohnung betreten. Was heißt denn hier Abwesenheit? Ich wusste doch, wo ihr wart. Na, woher denn? Na, wenn ihr euren Autoschlüssel auf dem Nachtschrank liegen lasst. Zu Hause wart ihr nicht, bei mir seid ihr nicht vorbeigekommen. Da bleibt ja nur noch Almut. Die hätten ja auch bei Hilsebein sein können. Ach, schweift nicht ab, die sind in Urlaub. Die sind nicht in Urlaub, die sind auf der Flucht. Wollt ihr auch flüchten? Wollt ihr auch im Urlaub? Wohin denn? Das geht dich ja wohl gar nichts an, Trudelbrangel. Nimm dein Mehl und kehre heim. Wieso leihst du dir eigentlich schon wieder Mehl? Du hast dir doch gestern erst bei uns eine Tasse ausgeliehen. Ja, und nun bringe ich sie schon wieder zurück. Ich fass es nicht. Du leihst dir drüben Mehl aus, um es uns zurückzubringen. Ja, Mehlschulden sind Ehrenschulden. Danke, doch das ist zu viel des Guten. Unsere Tasse war viel kleiner. Sollen wir rausgeben? Nee, ist schon gut. Stimmt. Also ich verstehe das alles nicht. Frau Brangel hat sich bei uns zu viel Mehl ausgeliehen. Das macht doch nichts. Nehmen wir den Rest eben wieder mit. Ihr habt es gut. Urlaub könnte ich auch mal wieder brauchen. Aber so als alleinstehende Frau, ganz alleine. Vielleicht nimmt mich ja
da jemand mit? Wann fahrt ihr denn los? Ach, wir haben gedacht, dass... Wir fahren überhaupt nicht mehr. Wir waren schon. Ach, dann fahrt ihr nicht zusammen in Urlaub? Wir sind schon zusammengefahren, als du gekommen bist. Almut, wir nehmen überhaupt niemanden mit. Tschüss, Trude Brangel. Wann soll's denn losgehen? Das wirst du dann schon sehen. Wiedersehen, Trude Brangel. Bitte, bitte, wenn ihr mir das nicht rechtzeitig sagt, also das sag ich euch. Ich kümmere mich nicht ums Haus. Und die Post hole ich auch nicht rein. Und die Blumen gieße ich auch nicht. Tschüss, Trude Brangel. Vergesst nicht abzuschließen. Sag mal, hat die Brangel eigentlich schon vor euch hier gewohnt? Ja, sonst hätten wir die Wohnung nie so billig gekriegt. Ist ja eine Sauerei! Also in diesem Haus ist nichts an seinem Platz. Guckt euch das an, wie sehe ich aus? Dreckig. Das ist recht, ja. Nichts ist da, wo man es sucht. Alles ist da, wo man es findet, oder wie es in der Bibel heißt. Schmerzt das nach, der meint das ernst. Und willst du das Zelt hier auseinanderkriegen? Almut, das ist unser Zelt. Ich sag euch nur, wenn dieses Zelt erzählen könnte. Oi, 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 oi. Tobi, ohne dieses Zelt wärst du nicht auf der Welt. Also Tobi, das war in Dänemark in einer kleinen Taverne. Also ja, dann muss es Pamela gewesen sein? Mehr sind's ja auch nicht. Wieso? Ach so, ja. Naja, ist ja auch egal. Dieses Zelt hat ganz Europa gesehen. Ach, du hast es gebraucht gekauft, von wem denn? Naja, was damals so Europa war, nicht? Heute würde man sagen, West. Westergellersen bei Lüneburg. Aber bestimmt waren wir dreimal in Tönning. Naja, das ist ja auch egal. Jedenfalls war das damals zünftig, Almut. Nicht? Natürlich, ja. Eigentlich ist es unsere Aufgabe, das an die nächste Generation weiterzugeben. Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Komm, Gernot, passen Sie mal mit an. Wie? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was, ihr wollt das Zelt hier gleich aufbauen? Das gibt's ja wohl. Dreht ihr doch völlig hart. Hey, Moment mal, Leute, halt! Zurück! Das ist die Chance. Wir spielen Camping in Ägypten, bis er merkt, wie bescheuert das ist. Gute Idee. Ah, wie du meinst, so richtig so mit Grillen und allem? Oh ja, mit Grillen und Mücken. Sag mal, ist die Brangelsche zu Hause? Natürlich, sonst wäre sie hier. Wie, was hast du denn jetzt vor? Ja, wir müssen das Zelt doch einmal aufbauen. Aber im Garten. Bist du wahnsinnig, dass die Brangelsche das sieht? Dann leitet sie sich das aus, bevor wir loskommen. Aber doch nicht hier. Bei Oma ist zu eng. Da machen wir schon mal die Wüste frei. Almut, Ja. wo willst du denn hin? Ich will mich umziehen. Ich habe so viel Sand in den Schuhen. Vorsicht! Ein Sandsturm und das ist weg. Ihr müsst das da aufbauen, in der Senke. Wo? Ach so. Gernot. Was gibt's denn da zu kuscheln? Wir sind Beduinen aus
erzählt. Die sind immer so neugierig. Sehr witzig, sehr witzig. Gernot, haben Sie nicht die Leine mit den Windrillen gesehen? Sind auch diebisch, die Elster. Ja, sehr witzig, sehr witzig. Los, gib her, das gehört dazu. Was? Gib ihm das nicht, Gernot, gib ihm das nicht, sag ihm Backfisch. Backschiss. Ist das peinlich? Ihre Frau ist wirklich doof, finden Sie? Tun Sie einfach so, als ob Sie es nicht merken. Ja, also irgendwie habe ich das Zelt viel größer in Erinnerung. Och, das wird schon gehen. Ich probiere das gleich mal aus. Mutter, bist du's? Nee, Claudia Schiffer in Kostüm und Maske. Man kann es auch übertreiben. Bei der Hitze muss man sein Gehirn schützen. Findest du den Hut nicht etwas zu groß für dein Gehirn? Für dich. Brauchst du was nicht? Stimmt. Wo nichts ist, braucht man nichts schützen. So. Ah, da bist du ja. Ja, jetzt der Wehrsee. Bist du schon mal Probe schlafen? Jetzt. Ich schlafe auch immer nackt. Hey. Äpfelchen! Gernot? Das gehört dich nicht. Und außerdem ist es nicht unser Zelt. Sag mal, wird das nur nicht gelangt, wenn ich in eine Schüssel untergestellt hätte? Wozu? Na, hier hat es ja wohl durchgeregnet, nicht? Oder was soll das Zelt? Also, du kannst gut tönen, Oma. Das Zelt ist doch auf deinem Mist gewachsen. Zelt? Wir haben vom Urlaub gesprochen. Ja. Darum geht es ja hier. Ja, aber Lüneburger Heide stand nicht zur Diskussion. Da fahren wir ja auch gar nicht hin. Nee, nicht. Wir fahren ja nach Ägypten. Ja, wir fahren nach Ägypten. Ja, und im Zelt. Ja, warum nicht, wenn das Wasser dicht ist? Regen in Ägypten. Mensch, hast du eine Ahnung, alle 5 Jahre die Wüste lebt. Ich kann ja schon mal auf der Karte nachgucken, wann es das letzte geregnet hat. Äpfelchen, dazu braucht man eine Wetterkarte und keine Landkarte. Ja, aber sicherheitshalber können wir das ja ruhig mal ausprobieren. Oh ja, ich mach den Regen. Aufhören! Nicht! Tobi! Stell dich nicht so an! Aha. Muss imprägniert werden. Ja, wie kann man nur die Zelt auch in eine Senke setzen? Ein Guss und alles ist pitschnass. Oh Gott, das Willen! Menschen, bitte tu auf, Tobi, komm her, wir müssen ihn ausbringen. Komm her. Also, irgendwie müssen wir uns das nochmal richtig überlegen, Almut. Almut? Ja, mein Richard. Almut? Ja, hier ist Almut. Almut! Du willst doch Tobi nicht mit der Rotlichtlampe trocknen. Nein, auch in der Wüste geht die Sonne langsam unter. Oh. Ich bin jetzt wirklich die Sonne unter. Toll, check it mal. Und in der Nacht wird es bitter, bitter kalt. Tobi, zieh dir schnell was Trockenes über. Also, allmählich reicht mir das. Almut, Ja, was machst du denn nun schon wieder? Lagerfeuer. Tobi muss sich jetzt mal richtig durchwärmen und der muss sich ja auch noch was zu essen kochen. Und dann
Also, ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Doch! Tobi! Was willst du denn? Jetzt mit der guten Spanne! Ja, wir wollen den Ägyptern noch mal zeigen, wie man an einem zünftigen Lagerfeuer deutsches Liedgut pflegt. Hermann Löns, es brennt die Heide. Hermann Löns, die Heide brennt. Es reicht, ich spiele nicht mehr mit! Hermann Almut! Ich habe schon verstanden. Herzlichen Glückwunsch, das hat ein bisschen gedauert, aber besser spät als nie. Sag ich doch, die sicherste Methode, Papa von seinen Plänen abzubringen, ist sie ernst zu nehmen, ne? Mit anderen Worten, das Zelt ist gestorben. Ja. Gott sei Dank. Richard, du bist doch nicht prima. Ganz nass. Und vergessen können wir auch Ägypten. Na, aber in Wirklichkeit wollte da ja sowieso keiner hin. Bis auf Oma. Und wer sagt ihr das jetzt? Moin, moin! Ich komme vom Reisebüro Isis und Osiris. Ich soll hier schon mal die Koffer abholen von der Frau Mehlmann. Ich hasse Schwarz-Weiß. Ave Cäsar. Aber Frau Mühlmann,